Herr Präsident. Amerika, England, Frankreich, Holland, Japan, Schweden, Finnland, Polen, Tschechei, all das große Länder mit Tausenden von Experten haben sich für eine Verdreifachung von der Nuklearenergie ausgeschwert. Es gibt aber ein kleines Land, das meint, dass es alles besser weiß, und das ist Lützeburg. Es gibt aber auch in dem kleinen Land eine kleine Partei, die Widerstand legt, und das ist die DDR. Wir als ADR sind für eine rational und technologie-open Energiepolitik. Ich hätte ja ganz gern den Herrn Friede Löwenswert annehmend, die genau die klar wieder auch gesagt hat, mit einer kleinen Revolt an den ersten Reihen schenkt nicht mehr klar zu sein, kein Courage, dazu später. All Energiequellen haben Stärken und Schwächen. Die optimale Energie hängt stark von der geografischen Lage auf und noch von Energiebesoin. An der Wüste Solar, an der Berge Wasserkraft, an der Nordsee Wind, an vielen Ländern mit schlechter Geografie auch Atomenergie. Große Industrieländer brauchen zu all Zeit viel billige Energie für das Produzieren. Energieländer haben aber andere Besoin. Dafür soll alle Regionen und all Land hier Energiepolitik selber bestimmen. Wir haben als Lützburg Atomenergie seit Jahrzehnten verdeivelt an den Diskurs getappt, sich von Leuten gefordert, die nicht viel Ahnung haben. In den letzten Wochen haben als Medien Greenpeace hofiert. Ich kann verstehen, dass Leute nervös gehen bei Atomenergie, wenn dauernd Fehlinformationen oder Halbwahrheiten erzählt gehen. Ich will heute mit zwei Sachen abräumen. Erstens Sicherheit. Nuklearenergie hat ein ähnliches Risikoprofil wie beim Fliegerfliegen. Wenn der Flieger rohfällt, geht nicht viel auf ob EQ mit vielen Millionen von Flügen ohne Accident auflaufen, also ein ganz sicheres Transportmittel. Wenn in Daten von Our World in Data guckt, dann ist die Atomenergie von den sichersten Energiequellen so sicher wie Solarenergie. Und das ist richtig, das ist Statistik. Aus dem Risiko null? Nein. Mit dem Risiko bei der Produktion und Installation von Solarpanelen ist auch nicht null. Alle Energiequellen haben Risiken. Zweitens, der Atomabfall wird auch als Hauptargument geholt, was nicht gesagt wird, dass die Nuklearindustrie sich auf 40 Jahre weiterentwickelt hat. Seit 1985 hat Frankreich 2/3 vom radioaktiven Abfall recycelt gekriegt. Auch das muss ich sagen. Wenn wir mehr so auf Forschung gestartet hätten, da wäre es wahrscheinlich schon mehr. Und es gibt auch ein Endlager auf Finnland. Alle Energiequellen hat 4 Nordländer müssen alle Optionen auf den Tisch holen. Das gilt auch für die Fusionsenergie, die durch neue Methoden an der künstlichen Intelligenz große Fortschritte gemacht wird. Denn Herr Frieden will weder eine Nuklearzentrale zu Lützburg bauen, wir von der ADR auch nicht, nach den unsicheren Zentralen, dass sie weiterlaufen sollen, wir von der ADR auch nicht. Es ist einfach nicht mehr darum gegangen, für auf EU-Niveau eine konstruktive Politik zu machen und das nicht politisch zu isolieren. Für viele EU-Länder Atomenergie als wichtig angesehen, da sollen wir das auch akzeptieren. Das ist ein relativ kleiner Gest, und so gut, da fällt es bei der Regierung und Courage. Wenn die Regierung an Herrn Frieden nicht mehr Courage und auf dem kleinen Thema, da freue ich mich, weil sie die Großthemen angehen mit Logement, Gesundheitssystem und Migration, da brauchen unendlich viel mehr Courage. Dafür ich nicht am Namen von der ADR-Fraktion eine Motion ran, für die Regierung abzufordern, für eine konstruktive und nicht isolationistische Politik auf EU-Niveau zu machen. Konkret für die Motion, die Regierung, Decision von der vorigen Regierung für Österreich bei seiner Klose zu unterstützen, zurückzuziehen an die Entscheidung von der EU-Kommission an dem Europaparlament für Atomenergie an Erdgas als nachhaltige Energie anzustufen zu akzeptieren. Ich gebe mich freuen, wenn die Regierungsparteien von der CSV und DP diese Motion mittragen geben und damit erstens Courage weisen und zweitens ihrem Premier, dem Herrn Frieden, direkt steipen. Vielmals merci.